Delovne skupine vseh treh strank skušajo doseči dogovore na davčnem in finančnem področju, rešiti je potrebno vprašanje migracij, pa vprašanje ureditve trga dela ter uskladitev načrtov za zdravstveno in pokojninsko blagajno. Wir werden heute die Fortschritte noch einmal in der Summe darstellen, die in den letzten 4 Tagen erreicht worden sind. Das ist schon eine Menge von Punkten, die wir gemeinsam identifiziert haben als gemeinsame Interessen, wo wir vorankommen konnten. Aber es gibt dicke Brocken, die wir noch aus dem Weg zu räumen haben. Und das wird sicher heute den ganzen Tag dauern. Uvodni pogovori so v sklepni fazi. Če ne bo presenečen, bo uvodna faza pogovorov končana že danes. Ich hoffe, dass wir irgendwann am Abend fertig sind, aber wir werden uns Zeit nehmen müssen. Wir wollen zum Abschluss kommen, aber Sie kennen das ja alle. Angela Merkel, ki se je v nova koalicijska pogajanja podala z optimizmom, je prepričana, da bodo zadnje velike ovire danes premagane. Wir haben viele Vorarbeiten geleistet, aber es liegen noch große Brocken auf dem Weg, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Ich darf für die CDU sagen, dass wir alles einbringen werden an Konstruktivität, um die nötigen Kompromisse zu finden. Aber natürlich haben wir auch im Auge, dass wir eine richtige Politik für unser Land machen müssen. Merklova se zaveda, da se nemška saga o oblikovanju nove koalicije vleče že predolgo in da si nemški volivci po več kot 3 mesecih od zveznih volitev zaslužijo stabilno in močno koalicijo. Und insofern wird es ein harter Tag werden, aber ich gehe auch mit großer Energie in diesen Tag, denn wir wissen, die Menschen erwarten von uns, dass wir Lösungen finden, und in diesem Geiste werde ich heute arbeiten und werden alle Vertreter der CDU arbeiten. Nova nemška vlada, če do nje seveda pride, lahko računa na nekaj vetra v hrbet. Nemški statistični urad je namreč v svojem poročilu objavil, da je nemško gospodarstvo lani zabeležilo 2,2% gospodarsko rast, kar je najhitrejša rast po letu 2011. Poganjale so jo investicije in izvoz, zasebna in državna potrošnja pa sta se v primerjavi z letom prej nekoliko znižali. Pozitivni gospodarski kazalci se kažejo tudi na trgu dela. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Dezember das 4. Mal im Jahresverlauf erneut gesunken. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist erneut kräftig gestiegen. Die Nachfrage der Betriebe nach Beschäftigung ist weiter auf hohem Niveau. Alles in allem also ein ausgesprochen positiver Rückblick auf das Jahr 2017. Če bodo pogajanja o koaliciji uspešna, bo nemška kanclerka Angela Merkel utrdila svoj položaj, ki se je nekoliko zamajal po neuspešnih koalicijskih pogajanjih v novembru. Morebitni dogovor uvodnega kroga pogajanj morajo na kongresu sicer potrditi še člani stranke SPD, kar bo omogočilo začetek zaključnih pogajanj. Nemčija naj bi tako novo vlado dobila še pred Veliko nočjo.